Also dann ich begrüße euch mal hier am Mojibel an der Maison du Peuple für eine Pressekonferenz. Ich stelle vielleicht auch ein ganz kurz Slide für die hier bei mir sitzen, dass ihr euch ein Bild könnt machen. Chantal, das ist super. Mir hat eine Sekunde gefallen. Voilà, also ganz jetzt ist der Bruno Costa freigestellten Delegate bei Servier, dann den Nico Weiland auch freigestellten Delegate, Personaldelegaten an Präsident von der Personaldelegation bei Servier, und dann Hannah mit Vanessa Schlinger, was auch freigestellten Delegaten ist bei Servier. Joy Welbes war Sekretär Central Adjoint aus vom Syndikat Gesundheit an Sozialwesen hier in Mojibel. Dann nun ich links zu Thomas Klein, der Präsident ist vom Syndikat Gesundheit und Sozialwesen Mojibel, an Hannen Drunsch, noch Präsident ist von der Personaldelegation vom HGRS, Peter Robert Schumann. Hannen Drunsch ist Chantal Gantrell, was Vizepräsidentin ist vom Syndikat, Präsidentin von der Delegation vom Schem zu Esch, an Hannatma ist Fabian Monte, was auch Vizepräsidentin ist vom Syndikat, an Präsidentin von der Personaldelegation vom Kanadorf. Gut, Munich schaut invitiert, für über ein Gesetzesprojekt zu schwätzen, den Tisch leidet, geht ganz konkret um ein Projekt de loi, den eine Privatisierung für gesagt, ein Outsourcing à grande échelle, primär am Etablissement public Servier, mais dem seine Ambitionen am Anfang viel mehr weit gehen wie just Energie mehr wie die enge Entreprise Servier dem seine Ambitionen an noch natürlich Risiken die weit darüber rausgehen. An dem heutigen Kader will ich just direkt betonen, am Anfang an dem heutigen Kader gouf den Dialog nicht gesicht mit den Sozialpartner, weder am Betrieb selber mit der Personaldelegation oder mit Mojibel nach von politischer Seite am Anfang die de Projekt de loi déposiert hun. Das ist ein Sujet, ich mein, wenn so wichtige Sujet, so große Sujet auf den Tisch gelegt wird an den Dialog, wir merken, dass den Dialog nicht gesichert wird, das tut immer nachher gut, das wissen wir von, dass er probiert, in aller Stille am Anfang Gesetzesprojekt zu stimmen, den natürlich weitgehend als all betrifft, dann noch riskiert, weitgehend Konsequenzen zu haben für den Pflegesektor zu Lützeburg und aber auch darüber hinaus natürlich für den ganzen Gesundheitspflege- und Sozialsektor hier am Land. Das ist das Sujet von der Privatisierung, also das Sujet, da wisst ihr nun an der Vergangenheit schon oft geschwart, wann es Attacke ging, ob sowohl als Kollektivverträge wie auch die öffentliche Logik von dem Sektor, in dem wir uns bewegen, da wird man immer dagegen wehren, das sind immer Tendenzen, gegen die wir uns stellen, auch an der Vergangenheit haben wir uns schon oft erfolgreich gegen so politisch oder Tendenzen im Terrain gewählt. Also ganz konkret, es geht um den Gesetzesprojekt 7753, den der 27. Januar deposiert ging vom Familienminister. An die Gesetzesprojekt, was seht ihr genau am Anfang? Die Gesetzesprojekt, die sagt, vier große Teile von der Aktivität von Servier, was ein Etablissement public ist, was darüber hinaus nach der größten oder von den größten Akteuren ist am Pflegesektor zu Lützeburg, für Servier die Möglichkeit zu geben, am Anfang Aktivitäten zu regruppieren, an die dann auch darauf sind zu externalisieren. Wir schätzen einfach Bereiche wie der Restauration, der Logistik, wir schätzen von einem administrativen, von einem technischen Apparat, vom großen Betrieb Servier. Darüber hinaus soll Servier durch dieses Gesetzesprojekt die Möglichkeit kreieren, selber Entreprisen zu gründen, selber Paaren an privaten Entreprisen zu holen, die dann das Aktivitäten sollen gerieren. Also die sieht, ein Gesetzesprojekt durch, den immens weit geht an der Logik. Und ich meine, es geht um eine politische Demarche, es geht um eine politische Demarche für ein Gesetz, ein Projekt de loi auf den Tisch zu legen, den am Anfang für gesagt, Großteile vom Pflegesektor auseinanderzublicken. An das Gesetzesprojekt heute, das ist spitzt vom Eisberg. Die Konsequenzen, die da drüberstehen, auf die ich noch weiter werde gehen, die betreffen am Anfang eine ganz Gesellschaft zu Lützeburg. Es gibt ein Dir abgemacht,
Firma, die wie soll ich sagen, die riskiert ganz weitgehend Konsequenzen zu hunne. Das ist auch ein Skandal, dass die Weichen politisch gesagt gehen. Das ist ein Skandal, dass wir schätzen nicht, die wird über den Patron einen Betrieb, den das Tendenzen durchlebt. Wir schätzen mal wirklich für eine politische Demarche, über politisch das politisch Möglichkeit geschafft wird am Anfang vom größten Akteur im Pflegesektor, was wie so ein Etablissement public ist, für dem die Möglichkeit zu gehen, einen harten Outsourcing am Anfang zu betreiben. Das durch so ein Gesetzesprojekt ganz konkret Sicherheit von den Vulnerabelsten an unserer Gesellschaft auf das Spiel gesagt wird, das als klar das gilt zu verhindern. Ich meine, darüber hinaus schätzen wir auch immer über öffentliche Gelder. Wir schätzen über öffentliche Gelder, die sollen an öffentlicher Hand bleiben und auch von öffentlicher Hand sollen geriert gehen. Öffentliche Gelder sind nicht da für Großkonzerne, für Großprivatkonzerne, um zu finanzieren, für die über Umwehr dann große Privatkonzerne abfließen zu los. Was sind da ganz konkret die Konsequenzen, von denen ich geschwart habe, Terra am Pflegesektor zu Lützeburg? Ich meine, an erster Linie muss ich so, wenn eine Aktivität regruppiert gehen, und schon so viel genannt, die Aktivitäten, um die es geht, dann da sind das Aktivitäten, die am Moment gedroht für Salarien für Salarien für Server an dem heutigen Fall Terra an dat die Salarien die den Kollektivvertrag an den sozialer Pflegekollektivvertrag den SAS fallen zu Lützeburg. Wenn man so gehen hin an mehrere Gruppéieren am Anfang Aktivitäten die nicht Pflege selber sind, lass man mal so dann am gerieren über Privatunterprisen den Hecht am Anfang ganz konkret das heißt der Kollektivvertrag ugegraf gött, dass man Arbeitsplätzen degradieren an ihre Lohn an Arbeitsbedingungen, dass man riskieren, dass do Arbeitsplätzen rausgeholt gehen, externalisiert gehen, dass Leute an Pension gehen, im Ersatz gehen, dass der am Anfang durch privat ugestalten Salarien an privaten Entreprisen ersatz gehen, CDD gehen nicht verlängert, gehen nicht erneuert, etc. etc. Ich schätze, was Servier angeht, schwätzen wir von 1631 ETP, und das sind rund 2200 Leute Terra, physisch Leute, die bei Servier schwätzen, dann schwätzen wir von 30% von der Aktivität. Da sind wir aber bald bei ungefähr 600 Leuten, rechnen Betrieb Servier, die konzerniert sind, und natürlich, wenn so ein Gesetzesprojekt durchgeht, an die Möglichkeit geschafft wird, am Anfang für den gesamten Sektor, da geht das weit darüber raus. Darüber hinaus muss ich sagen, dass es ja auch kontraproduktiv ist für Betriebe am der Vergangenheit immer rumgesehen und dass Betriebe, die ausgelagert haben, die hingegangen sind, an so Küchen, Restauration, den Nettoyage ausgelagert haben, wir stellen immer fest Terrain, dass es Betriebe gibt, die eng best von der Qualität feststelle selber von nur dem zu externalisiert tun an du marsch arrieremacher für zurückzukommen an die Service teilweise internalisiert für von do sicherzustellen, dass die Qualität auch garantiert ist, die gewollt ist. Wenn nicht nur so ein administrative Bereich respektiv Logistik und so dann oder Restauration dann ist das Partie intégrante vom Sektor von der Pflege. Es gibt kein Pflege ohne die Bereichen. Es kann ich kein Pflegeheim betreiben, ohne das Leute Ziel zu kriegen. Es kann ich kein Pflegeheim betreiben, ohne dass es den administrative vorlegt, ohne dass es den logistische vorlegt. Das heißt, die Bereiche da, die sind nicht außerhalb von der Pflege. Mit Pflege braucht die Bereiche da, wir können überhaupt zu funktionieren, wir können eine gewisse Qualität auch für Prestataire und den Dach zu legen. Darüber hinaus brauche ich nicht zu sagen, es gibt eine ganze Reihe Pflegeheime, es gibt eine ganze Reihe Maison de Soins, die Aktivitäten daraus machen. Das heißt, wo die Leute wirklich konkret auch mal angebunden gehen. Sie wird dann an der Wäscherei, sie wird an der Restauration, wird zusammen mit den Leuten gekocht. Das ist wichtig. Das ist wichtig für die Leute, für die Aktivitäten für den Kontakt zu. Wenn wir hier gehen, wir lernen da alles aus. Wir gehen da Privatfirmen, da geht auch ein wichtiger Faktor an dem dort Sinn am Anfang verloren par rapport zu dem Abbauen von den pflegebedürftigen Leuten an denen
heiß, aber darüber raus muss ich einfach so in dem aktuellen Kontext, ne, in dem Jahr 2020 was mal erlebt tun an rapport zum Covid, also schockant, an alarmant am Anfang der Zeiten politische Reflexe an dem Kontext für zu so mir gilo hin an mir privatisieren ein Teil von der Aktivität am Gesundheits an Pflegesektor. Ne, ich meine, wenn es etwas letztes Jahr noch nach das Jahr fast Covid bewusst ging, dann dass in so eine Herausforderung nimmer man einem starken öffentliches System am Anfang kann bieten du konnten aber starken öffentliches System berufen an Zweckfallen an die Privatisierungstendenzen sicher auch am Ausland als gewissen hun, dass das nicht wäre als für Zukunft für sich fit zu machen, für den Sektor fit zu machen, für so eine Herausforderungen am Anfang können standzuhalten. Ne? Darüber hinaus muss ich sagen, dass man als New Jahren am Anfang von Austerität, von einer Minimisierung von den Kosten, von einem Mangel und Investitionen in den Bereichen, können sich erwarten, dass der politische Reflex am Anfang, politische Volontät von der Regierung am Anfang genau der Kontra sind, nämlich für zu sagen, okay, wir wollen in Zukunft besser aufstellen, wir wollen verstärkt investieren an den Sektor, wir wollen öffentliche Gelder da ansetzen, wo sie gebraucht werden, wir wollen den Sektor stärken, und wir wollen den Sektor fit machen für Zukunft. Das ist nicht der Fall, hier ist genau der Kontra der Fall, hier wird gesagt, gehen wir hin, wir greifen am Anfang nicht nur die Konventionen und die Arbeitsbedingungen von den Leuten, aber wirklich auch die Qualität, Sicherheit von den betroffenen Leuten Terrain. Da wenn es so nicht, das ist wirklich ein Sujet, den weit über Servio rausgeht. Das ist ein Sujet, den eine ganze Gesellschaft betrifft, weil die wissen, das haben wir schon oft gesagt, als Sektor, mit dem ganz Gesellschaft früher oder später Kontakt kennt. Das ist ein Sektor, wo jeder zu Lützeburg betroffen ist. Wenn wir über die Qualität von der Pflege schätzen, wenn wir über den Gesundheitssektor schätzen, dann schaffen wir oder ich gehe mal davon aus, dass das letzte Jahr ist, das mehr wie deutlich gewiesen wird, wie vulnerabel wir sind in verschiedenen Situationen, wie wichtig das ist, wir können auf einen starken öffentlichen Sektor zurückzugreifen. Wir wissen noch, wenn wir bei der Qualität sind, wir wissen, dass private Entreprisen, da muss ich einfach ganz klar sagen, eine private Entreprise, die erste Priorität, den ersten Souci von einer privaten Entreprise, das ist finanziellen, das ist einfach den, für können finanziell zu leben, für finanzielle Benefits zu machen, das ist nicht die Qualität, die an erster Stelle steht. Die Qualität geht am Anfang bei der Reflexe immer an zweiter Stelle gestaltet, der erste Reflex ist immer für die finanzielle Wolle aufzudecken, an die finanzielle Priorität am Anfang aufzusichern. Das wird also forcément Privatisierungstendenzen, Externalisierungstendenzen immer einen negativen Impact auf Qualität, die daraus geboren wird. Wir müssen uns ja auch einfach vorstellen als Gesellschaft, ne, was wollen wir für eine Zukunft? Was wollen wir für eine Zukunft für uns selber, für unseren Gesundheitspflege, Sozialsektor an dieser Gesellschaft? Ne? Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wollen wir wirklich Profit für den Mensch stellen? Will man das mit unserer Gesundheit, ne? mit unseren vulnerablen, älteren Leuten, die pflegebedürftig sind, will man wirklich, dass du mit Geschäft betrieben wird, will man das Business gemacht wird, mit unseren öffentlichen Geldern, schon viel gesagt, wenn man wirklich will man Steuern bezahlen, für dass die Steuersuen dann an Privatkonzerne, an Privatunternehmen fließen, oder will man Steuern bezahlen, für dass du durch eine hohe Qualität auf Fleisch garantiert wird. Also wir vom Syndikat hier, vom OGBL als Apparat, wir werden es immer stark machen für eine stark öffentliche Logik, für ein starkes öffentliches System, wo die Leute gleich behandelt werden, für unser Fleisch, wo ein universalen Access garantiert gëtt, wo iedereen den nämlichchten Access huet, dann recht op heichwertig eng heichwertig Qualität. Wir werden immer als Viren gehen zu Klassentendenzen an alles dat sind die Punkte, die stärker frohgestalt gehen oder gefordert gehen durch so einen politischen durch so ein politische Marsch, die als Regierung präsentiert.
Ich meine noch darüber raus muss ich noch allgemein so es geht hier Kollektivvertragswesen. Ich meine hier geht es den Kollektivvertrag SAS, das ist von den größten sektoriellen Kollektivverträgen am Land. Das ist ein Kollektivvertrag, den durch einen Artikel einen Parallelismus zum Staat hat, das ist matt von öffentlichen Geldern finanziert wird. Es geht aber darüber raus, geht es über die überhaupt Kollektivverträge. Ich meine, das Regierung hat sich auch immer für stark Kollektivvertragswesen ausgeschwart. Und wir als GBL, wir werden uns immer dafür einsetzen, dass auch Kollektivvertragsgesetze überschafft verbessert gehen. Die sind absolut verbesserungswürdig auf viele Plätze. Wir werden uns immer dafür einsetzen, für Kollektivverträge, mehr Kollektivverträge im Terrain zu haben, und auch Kollektivverträge aufzusichern, an sozialer Kien, von sozialen Konditionen von den Leuten, von den schaffenden Leuten aufzusichern. Wenn eine Regierung hier geht, schafft am Anfang Fakten, die es möglich machen, für den größten Kollektivvertrag oder von den größten Kollektivverträgen am Land zu attackieren, auszunehmen, zu plecken, die Stodele am Anfang rauszurappen, dann ist das ein Attack und Kollektivverträge sich an Fionalem und den SAS. An der Vergangenheit haben wir es schon oft am SAS, wir viel müssen kämpfen, wir sind viel auf die Straße gegangen, das wisst ihr, und wir haben viel gewährt, für das Arbeitslohnbedingungen können aufzusichern, können zu garantieren, und wir werden noch keine Attacken auf dem doten Niveau, egal ob es Lohan Römer oder egal wie sie stattfinden, werden wir an dem Sektor hier nicht dulden. Das ist inakzeptabel für uns, dass dass wir hier gehen und dass wir Kollektivvertragswesen am Anfang politisch hier probieren zu unterbannen. Aus all diesen Gründen, wenn wir hier wirklich ganz konkret über die Verschlechterung von den Arbeitsplätzen schwätzen, über einen harten Outsourcing von Arbeitsplätzen am Pflegesektor, weil probiert wird, den Kollektivvertrag an Kollektivverträge oder den Kollektivvertragswesen zu schwächen. Weil es hier um einen von den wichtigsten und größten Träger vom Pflegesektor am Land geht. Und weil wir hier Fakten schaffen, die Qualität von der Pflege degradieren werden für eine ganze Gesellschaft. Und das hier ein weiterer Versuch ist, und man die Tendenzen immer rum zu spüren kriegen, links und rechts, mit das hier wirklich ein Versuch ist von einer Regierung für eine Privatisierung zu holen am öffentlichen Sektor, ist dieses Projekt de Loi für uns absolut inakzeptabel und absolut nicht vertretbar von einer Regierung. Es werden mir auch als Syndikat Gesundheit und Sozialwesen vom OGBL so ein Attack nicht akzeptieren. Es wird zu ganz konkreten gewerkschaftlichen Aktionen kommen, auch schon kurzfristig. Und wir schicken noch heute die Briefe raus, fängt die Entrevue und Madame Kahn. An dem Sinn auch Donecke deutlich zu machen, dass der heute für uns nicht drohbar ist. Der ganze Sektor steht. Ich will just so, wir hatten letzte Woche kurzfristig also als Syndikatsleitung zur Summe kommen, für über den heute Sujet zu schwätzen. Ganz Syndikatsleitung zur Summe mit den Leuten Terrain, die da stehen. Die wissen, um was es hier geht. Die wissen, dass es hier nicht just um den Betrieb geht. Die wissen, dass es hier nicht just um eine marginale Optimierung geht von einem kleinen Service. Die wissen, dass es hier um die Integrität, um die Qualität von einem gesamten Sektor, von den Arbeitsplätzen, von einem gesamten Sektor hier im Spiel steht, und dass es darum geht. Der Sektor steht und der Sektor ist auch bereit, für sich hier zu wehren. Da fordern wir auch als Syndikat, Gesundheit und Sozialwesen, die Regierung ab, den heute Projekt Loi zurückzuziehen. Wir fordern Servier ab, für die dorten Privatisierungstendenzen zu unterbannen, die fallen zu lassen. Und wir werden also auch nicht gehen, bis das der Fall wird. Voilà, ich meine, ich habe von meiner Seite kurz den Tour gemacht. Ich gebe da vielleicht erst Wort gehen, wann eventuell frohe sind. Ich gucke eine Woche eine eigene Reihe, wenn ich etwas beifügen, wenn ich etwas ganz wichtigen Punkt vergesse, und das ist nicht der Fall, da gebe ich ihr vielleicht die Möglichkeit, Wort zu holen und an uns Frohen zu stellen.